Geht da was, abgesehen vom Bot? Sag ich schon, das muss ich noch anders machen. So, grüß Gott beieinander. Habe ich dir Birgit, habe ich dir Price, habe ich dir mein Bot, der gerade ein bisschen eskaliert. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Alles zauberhaft. Ich hoffe, es ist gut. Ah, ist zu laut. Es ist mehr Würde in großmütiger Vergebung als in Rache. William Shakespeare. Sehr poetisch. Mr. der Feier, merci dir für deinen Resub im 17. Monat. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Weiterhin herzlich willkommen bei uns in der Party und viel Spaß mit den Emotes. Sehr, sehr poetisch am Mittwochabend um 7 Minuten vor 6, wenn mein Zeitzeiger richtig steht. Und sei, habe ich der morgen oder so gut, dass ich jetzt erst den Nap gemacht habe. Ja, schon her, 6 ist da. Perfekt. Für das, dass du momentan kein PC nicht hast, ist das doch zauberhaft, oder? Und der Price grätscht einer mit einer 35er Stream-Streak. Mr. Price, ich glaube, du bist alleiniger Rekordhalter, was das angeht, okay? Also vielen lieben Dank für diesen krassen Support im Sinne von Zuschauen oder Lurken, wie auch immer, keine Ahnung. Eigentlich sollte es mehr Kanalpunkte geben als wir 450, also wenn es mich fragst, sollte es 3500 geben. So, ne? Price, merci dir. Unge, habe dir BB, ja, Bloodborne. Genau, heute geht's weiter mit Bloodborne, haben wir vorher Elden Ring pausiert und da machen wir jetzt weiter. Ne? Die pausierten Projekte, die wegen Elden Ring sich in den Urlaub verabschiedet haben, die sind heute pünktlich wieder zurück. Okay? Glaubst, Wi-Fi? Wi-Fi hat, also es haben einige einen Streamstreak unterbrochen wegen einem Stream, den ich mittags irgendwann gemacht habe, am Freitag, wo die meisten noch in der Arbeit waren. Aber 35er Streamstreak, glaube ich, hat bis auf deine Wenigkeit noch keiner. Immer wieder gerne und wie fährst du bei Lurk? Merci dir dabei, oder? Ich hoffe, bei dir passt alles. Def, habe ich dir 100.000 Punkte suchen. Ja, nice. Sehr schön, wie geht's da? Oli, für so einen Streak sollte man in die Hall of Fame. Ja, gut, der Price ist schon in der Hall of Fame. So. Ich kann auch nicht zweimal einschreiben. Das geht nicht. Passt schon, bin im Eimer, gestellt und weg, knapp 17.000 Shit heute. Ja, let's go. Wie gefällt's dir denn in der neuen Arbeit? Gut und warm hoffe ich dir auch. Ja, soweit wieder alles gut ist. Bei uns hält es sich von der Temperatur her halt tatsächlich in Grenzen. Es war halt relativ mild. Also, was heißt mild? Es war halt kühl, es hat geregnet, so. Aber von daher geht's mir eigentlich ganz gut. So gesehen. Ich bin heute den ersten Tag seit 2 Wochen oder über 2 Wochen tapelos. Ne? Also mein Sprunggelenk, ja, perfekt, da, kein Tape mehr. Der wird seit heute ohne Tape rumrennen und es geht tatsächlich erstaunlich gut. Schauen wir mal, ab Sonntag fange ich noch mit der Arbeit an, für insgesamt genau 4 Tage, weil dann geht 3 Wochen Urlaub. Herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht, hätte ich fast gesagt. Mir gefällt's gut, Bewegung ist fuck, aber ein Kreuzbedankt Skoliose. Hauptsache ein neuer Job und Hauptsache der Job macht Spaß, alles andere, das regelt sich dann schon wie mit Frau Birgit. Das wird einem schon. Da war was wieder ein Nuzlocke. Nuzlocke machen wir am Samstag, tatsächlich. Da habe ich heute wieder alles soweit auf Vordermann gebracht. Ich hoffe, es passt. Ich habe noch nicht in-game geschaut. Aber ansonsten, Nuzlocke machen wir am Samstag weiter, durchaus. Samstagvormittag. Lurk, rein mit dir noch am Wursteln. Danke dir für den Lurk und frohes Schaffen auf jeden Fall. Andi, habe ich dir in Spätschicht, habe ich dir. Grüß dich gut. Ich hoffe, du hast eine angenehme Schicht. Habe jetzt extra 160 € teure Sportschuhe aus dem Geschäft gekauft, because meine alten hatten schon keine Sohle mehr. Ja, die gute Sportschuhe mögen gut investiert sein. Das ist auf alle Fälle eine richtige Investition von dir. Na, mit den schnellen Kanalpunkten. Achso, ja, gut, das kann zügig gehen tatsächlich, das stimmt. In beide Richtungen, wohlgemerkt. In beide Richtungen.
Und jetzt gehen wir mal Fußbad. Ja, Fußbad Beste. Hallo? Hast du jetzt irgendwas anderes behauptet? Ja, okay, ich sag schon, mein Bot ist noch ein bisschen am Eskalieren. Das ist jetzt im Endeffekt der zweite Stream mit dem Bot. Also, wie gesagt, es wird. Weil die noch aktiv ist, okay. Schauen wir mal aus. Okay. Da haben noch ein paar Flüchtigkeitsfehler drin, aber es sollte sich im Laufe der nächsten Stunden alles so weit einpendeln. Ich habe auch schon gemerkt, diese zeitbasierenden Commands, die da kommen, wenn er halt quasi sagt, hey, schau auf Discord oder hier oder weiß ich nicht, schau auf YouTube, bla bla bla, das muss er am anders timen, dass er das nicht quasi noch Zeit einer schreibt, sondern halt noch Zeilen, die im Checkschirm hat. Das hat also Flüchtigkeitsfehler, aber die kriegen wir auch irgendwie hin. Ich mache mir sehr angenehm, schönen Dank, hoffe bei dir passt alles. Ja, also ich kann nicht gelangen tatsächlich. Bei mir alles gut. Schön, dass bei dir auch alles passt und ja, du sagst es eh schon, lass dich auch nicht stressen. Bringt nichts. Ne? Genau. Ansonsten, was gibt's denn Neues? Eigentlich hat sie nicht viel da. Ich habe ungefähr, ohne Witz, 2 oder 3 Tage gebraucht, um von dem Bosskampf runterzukommen, den wir da noch gemacht haben. Holy shit, was war denn das für ein Ritt? Das war richtig krass. Das war ein richtig krasser Bosskampf, den wir da durchstanden haben. Und ja, Elden Ring war ein cooler Ritt auf jeden Fall, hat massiven Spaß gemacht. Aber jetzt geht's weiter mit anderen Projekten. Ne? Bloodborne, wie gesagt, steht heute auf dem Programm. Wir werden uns heute die Albtraumfront einmal anschauen. Das ist das absolute Wichsgebiet in Bloodborne. Bei den From Software Spielen gibt es ja immer mindestens ein Gebiet, wo es so richtig krass auf die Eier geht. Und in Bloodborne ist das die Albtraumfront. Und die werden wir heute uns einmal in Ruhe anschauen, was da auf uns wartet. Und da müssen wir mal schauen, wo wir noch weiter tun. Also, wir haben jetzt auf alle Fälle im Endgame, wenn ich mich recht entsinne. Also, wir haben ja nicht mehr im Midgame, sondern wir treten langsam ins Endgame ein. Ich kann nicht sagen, wie lange Bloodborne noch geht. 2 Streams, 3 Streams, ich habe keine Ahnung. Das DLC habe ich mir vorher gerade käuflich erworben. Müssen wir mal schauen. Ich kann es nicht genau sagen. Das DLC selber weiß ich nicht, wie viel Zeit das wir da dann brauchen. Das ist ja dann tatsächlich mein erstes Mal DLC, wenn es so weit kommt. Aber wie gesagt, da tun wir uns jetzt den Arbeit, da schauen wir einfach einmal. Stress, was ist das? Ja, genau. Genau das. Oh, ich habe ihn gerade eingetaucht, wenn schon kein Boot war, und dann halt ein Wäschwandel. Ja, du, was feucht ist feucht. Wasser ist Wasser und Nass ist Nass. So, auf die Art, ne? Gut, Freunde der Sonne, es ist genau 1 Minute vor 6 auf meiner Uhr. Ich glaube, wir schauen langsam einmal in-game. Ich werde halt ungefähr bis 21 Uhr streamen, also gemütliche Abendunterhaltung, wenn man so will. Und ja, dann werde ich weiter so kratzen. Und dann werde ich mich noch nach dem Stream vermutlich, bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber vermutlich mich irgendwo ins Voice hauen, weil ich bin die Woche ja nur daheim. Tatsächlich, also ich bin jetzt noch bis einschließlich Freitag krankgeschrieben. Und am Sonntag geht es für mich wieder auf in die Arbeit. Aber das heißt ja, dass ich morgen nicht aufstehen muss. Frau Bazi ist in München unterwegs, beruflich. Das heißt, ich kann den Abend auch mal für mich selbst nutzen, sozusagen. Ne? Bloodborne muss man auch mal wieder auf dem PC installieren. Ja, genau, da wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Glück dabei. Mr. Ungi. Sagen Sie mal, wenn Sie es geschafft haben. Mein Satz des Tages, feucht ist feucht. Ja, siehst du es da. Gut. Fortfahren. Jetzt muss ich mich erst wieder an meinen PlayStation 5 Controller gewöhnen und wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Steuerung von Bloodborne. Es könnte natürlich jetzt möglich sein, dass ich da ein bisschen dank Elden Ring aus dem Rhythmus geraten bin. Ne? Und Andi, merci dir für deinen 25er Streamstreak. Vielen lieben Dank für deinen Support, Alter. So, was ist denn jetzt da eigentlich? Was ist denn Phase? Genau, wir haben da auf alle Fälle unsere 2 Waffen. Haben wir noch Fackel, unsere Rüstung, das haut ihm eigentlich ganz gut hin. Da brauchen wir auf alle Fälle Blitz und Feuerpapier. Habe ich schon gesehen. Blitz und Feuerpapier. Genau. Ich habe schon mal am PC gespielt, geht über PS Now oder Plus oder wie sich das nennt. Ja gut, also es ist ja, du spielst es ja über den PlayStation Server, dann im Endeffekt. Also es ist nicht direkt ein PC-Spiel.
So, das Auge des bluttrunkenen Jägers ruft Jäger zum Albtraum des Jägers. Eine missgestaltete Kreatur wird dich außerhalb der Oedon-Kapelle schnell verschwinden lassen. Genau, so komme ich quasi dann ins DLC. Das ist wohl das DLC-Item, was ich jetzt hier erworben habe. Genau, jetzt schauen wir mal schnell. Wir sind aktuell Blutstufe 73. Das schaut eigentlich ganz okayisch aus von den Werten her. Muss man sich erst wieder, ne, einfuchsen. Das kann jetzt, wie gesagt, ein bisschen dauern, bis ich wieder drin bin, aber das werden wir schon hinbringen. Ja, die Steuerung ist ja Gott sei Dank relativ ähnlich zu Elden Ring. Und ja, sie dir auch einen... erst einmal Habitäre und danke für deine 5 Streams. Bloodborne. Yes, heute geht's weiter mit Bloodborne. Lang ist's her. So, Albtraum Fronte dies. Und Cartman Habitäre. Servus, will nur kurz Bescheid sagen, dass ich heute leider nicht zuschauen kann, da meine Älteste heute eine Theateraufführung hat. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Mr. Cartman, Sie brauchen sich überhaupt nicht entschuldigen. Schön, dass trotzdem kurz reinschauen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Theateraufführung und haben so schöne Zeit. Vielen lieben Dank. Jassi, wie geht's dir? So, Freunde der Sonne, das hier ist 1 Albtraumfront. Ich sag das Wichsgebiet im Bloodborne, werden wir uns jetzt einmal in aller Seelenruhe anschauen. Dahinter, also das da unten, nehme ich gleich vorweg, sollte man da hinkommen, da gibt es einen Bosskampf. Ja? Und diesen Bosskampf, der ist quasi optional. Wenn man Platin will, ist er allerdings verpflichtend, aus zweierlei Gründen. Erstens, weil der Boss selber eine Trophäe gibt und zweitens einmal, weil du einen Kelch von dem gedroppt bekommst, mit dem du in einen Dungeon kommst, da wo du den du brauchst, damit du Lady Yana am Leben kannst. Also sprich, da ich ja on-stream die Platin-Trophäe holen will, muss ich den Boss machen. Käme ich quasi gar nicht drum rum. So. Das Blöde in dem Gebiet ist, da wird man, das Gebiet per se ist eigentlich das PvP-Gebiet im Bloodborne. Das heißt, wenn du in diesem Gebiet online speist, wirst du laufend von irgendwelchen Gegnern invasiert. Wenn du es offline speist, gibt es 2 oder 3 vorprogrammierte NPCs, die dich hier invaden. Also das kannst du quasi so nicht vermeiden. Ich würde euch empfehlen, wenn irgendwer von euch einmal vorhat, Bloodborne zum Spielen, spielt da in dem Gebiet mindestens offline. Ich glaube, ich weiß da auch... Ja genau, jetzt bitte mit Springer noch... Mit Springer noch in Elden Ring drin. Das geht natürlich jetzt nicht. Also das ist das Viech, was da gerade runtergefallen ist, okay? Ah ja, stimmt, da hat man springen können, wenn man beide zweimal hintereinander schnell die Kreistasten drückt, okay. Wenn der Ton nicht passt, dann sagt mir bitte Bescheid. Es ist nur eingepegelt wie Elden Ring. Dachte eben noch, so Hausgebiet im Bloodborne, dann habe ich es wieder gesehen und dachte, ach stimmt, voll verdrängt, ja. Genau, das ist da dann der Shortcut, genau. Jetzt. Boah, da ist noch einer. So wirklich genau erinnern kann ich mich an die Gegner jetzt aber auch nicht mehr. Bin jetzt auch offen, ehrlich. Und an der Stelle, glaube ich, wirst du invasiert. Right? Wenn mir nicht alles täuscht, ist man an der Stelle invasiert worden. Aha, da hinten kommt er schon, der Charlie Brown. Da siehst du es. Ich hab gesagt, dass er mal invasiert wird. Ja, servus, erst.
entweder war der scheiße oder ich einfach gut, eins von beiden. Ich vermute mal, er war scheiße. Du mochtest den Boss? Ja, der ist designtechnisch ganz passabel, da ich sagen. Ne? Gibt bessere, ja, aber ich glaube, dass man da oben muss. Ah ja, genau, ich hab viel Teufel. Stimmt, da war ja was. Das war aber knapp. Schwindender See. So, also der Lore nach kommst du ja in dieses Gebiet ja nur dann, oder in dieses Gebiet können nur dann Geschöpfe kommen, die wo unfassbar viel Einsicht haben. Also sprich, die wo halt was im Kopf haben, die wo schlau sind, die wo Wissen über den Kosmos haben, etc. pp. Dann frage ich mich aber, wie, also überall von meinem Kopf jetzt, wie kann so ein Gatschgurkenbirn wie das Ding dahinter, was noch nicht einmal fähig ist, sich irgendeine Kleidung anzuziehen und einfach nur mit riesengroßen Felsbrocken durch die Gegend wirft, wie schafft es das Ding in diese Welt zu kommen? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Miyazaki, das musst du mir erklären. Das check ich nicht. Das geht über meinen Begriff aus. Hier auf Barbecue habe ich die Ehre. Ich war dann jetzt einmal da, Mann, bespaße mich. Ich versuche mein Bestes. Und dafür habe ich die Ehre. Redst du von mir? Nein, ich rede nicht von dir. Oh, hi. Wer bist jetzt du, der Kanonenkugel Jenkins, oder was? Man hält für dir in den Schuh hinein. Aua, 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 chill mal, du dummes Mistvieh. Bist du behindert oder was? Geht doch. Genau die Viecher habe ich gemeint. Wie schafft's, dass der in die wegkommt? Das verstehe ich nicht. Okay, geht da mal stiften, da ist mir zwei Steinschlag, ne? Das will ich nicht. Ich glaube, es war gescheit, da Gegengift auszurüsten. Problem, ich weiß jetzt nicht mehr so 100% genau, wie der richtige war. Das ist der Geodude mit Felswurf, ja wahrscheinlich. Was auch immer das war, irgendein Dünndarmverschnitt. Alles klar, Blubi. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, wir sollten auf alle Fälle den Sumpf irgendwie meiden, aber... Das ist also typischer roter Faden, ne? Sumpfgebiete in Soulsborne spielen. Ich glaube, wir müssen uns da einfach durchrennen und dann da hinten hin, wo das andere Viech da ist.
Aha, der ist so smart, dass er über den Fall... Aha, da wirft auch noch einer. Ja, perfekt. Man lecke mich am Poloch, bitteschön. Oha. Also über Populi bemoren. Mann! Na, dann halt nicht. Ah ja, da waren wir richtig, genau. Ich glaub, da werden wir das... Oh ja, genau, diese wahnsinnigen Dinger dahinter. Das ist ungefähr... Wir haben ja doch in Elden Ring in dem Wald diese komischen Gegnertypen kennengelernt, die wo Wahnsinn machen, die wo du nicht angreifen kannst. Die sind ungefähr auf dem gleichen Level. Also du willst nicht gegen diese Kreatur da kämpfen, weil die kannst nur verlieren. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr hundertprozentig sicher, wie ich das damals gemacht habe. Ich glaube, man hat sich da nochmal... Ja genau, man hat sich da nochmal runterfallen lassen können. Und dann dodgt man die quasi so ein bisschen. Weil, wie gesagt, der Gegner ist absolut Arschloch. Steinbrocken. Oder müssen wir ein bisschen hochgehen? Ich hoffe jetzt nur, dass der da nicht oberdatscht, weil sonst haben wir... Genau, die singt nämlich irgendein so ein Lirl. Und sorgt dafür, dass wir relativ schnell in den Wahnsinn getrieben werden. Dann gehen wir da mit Stiften. Ich glaube, da sollten wir jetzt an der Stelle sogar schon safe sein. Bitte, ich futzen da drum. Oh, okay, das war mehr Dusel, wie verstanden. Okay, wie gehen wir jetzt wieder raus? Gar nicht mehr, oder was? Ich glaube, da hinten war der Shortcut. Normalerweise. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja, schaut aus, wie wenn das der Shortcut war. Perfekt, okay. Sollten wir beim Boss sterben, können wir da jederzeit wieder oben. Das ist gut für uns. Das Gebiet an und für sich ist eigentlich relativ klar. Also, wir haben natürlich jetzt den ganzen unnötigen Scheiß. Du kannst ja da unterirdisch auch noch rumrennen. Ist halt ein richtiges Arschloch-Giftgebiet, aber das sparen wir uns jetzt tatsächlich. Ne? Du siehst, da läuft ein Teufels läuft da drin umeinander. Muss jetzt nicht sein. Und da drin ist im Endeffekt der Gebietsboss. Den wir jetzt einmal versuchen zum Lenken. Der ist gegen Feuer anfällig, deswegen schauen wir mal. Amygdala.
Oh, bin ich so drauf, lul. Und wenn so gar nicht mehr an die Patterns erinnern. Irgendwie, ich sag irgendwie gerade gar nichts. Ja, schon kleiner nicht geschlagen. So war's nicht. Gehen wir mein Auto aufheben, mal schauen, wie was für einen TÜV richten muss. Heftel bis später Preis. Viel Spaß beim Auto aufheben. Wollte gerade sagen, Blattbahnkamera, Enkel sein Urgroßvater. Ja, ist jetzt gegangen tatsächlich. Gigi, der kann ja gar nichts. Ist nicht dramatisch. Ist nicht dramatisch, wenn man weiß wie. Du musst eigentlich immer nur. Also, du machst zwar auf seine Viers fast keinen Damage. Aber in der zweiten Phase ist das tatsächlich eigentlich das Effektivste. Du stehst einfach bei seinen Viers rum und er kann da eigentlich nicht so wirklich was anhaben. Nun gut, lasst mich. Gut. So ja, dann haben wir den Albtraumfront auch schon. Jetzt ist die Frage, wo ist jetzt nur mal weitergegangen? Im Dorf Yahagul. Es ist tatsächlich in Yahagul weitergegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, das war hier. Nicht im Gefängnis, sondern im Dorf. So, ich muss leider, Haken macht sie leider nicht von selber viel Spaß noch. Merci dir, Andi, fürs kurz reinschauen. Ich wünsche dir noch eine angenehme Restschicht. Lass dich nicht ärgern. Und ja, bis zum Wochenende, I guess. So. Genau, das hier ist
mehr oder minder... Ah ja, genau, da war ja das mit dem Blutmond, ne? Haben wir ja mal angesprochen gehabt. Und das ist jetzt sozusagen unser Late-Game-Gebiet, wenn man denn so will. Muss ich mir jetzt allerdings erst selber wieder orientieren, wie es so lang gegangen ist. Ah, von da ist man ja rausgekommen, genau, stimmt. Haben wir quasi umsonst darauf gerannt. Aber das ist auch nicht dramatisch. Ah, stimmt, das ist ja da oben gegangen, ne? Da oben und dann links normal. Ja, genau, was ist schon wieder. Stimmt, da ist es weitergegangen. Richtig. Das ist ein bisschen eine gemeine Stelle, weil er da das Fischen anfängt. Das war jetzt dezent knapp. So. Da erinnert es irgendwo diese Glockenalte, die wo die beschwert. Genau, da ist er, die Wahnsinnige. Schnauze. Ich hätte gedacht, dass da noch irgendwo ein Tier ist, wo man einer kann, aber das ist vielleicht dann erst später. Das kann natürlich möglich sein. Oder, ach, das war da, ja, genau. Wer blärt da? Er hat seinen Getrennsnerv. Da hinten steht wieder so ein Glockentussi. Oh, hi. Frankenstein. Wie jetzt? Hä? Kann man den nicht parieren? Okay. Oder habe ich falsch gesetzt? Das kann natürlich auch möglich sein. Ach, die stehen ja noch nicht da! Ja, nicht mehr gewusst. Muss ich gerade schnell schauen, Moment. Ich habe jetzt einmal schnell die ganzen Bot-Nachrichten einmal schnell ausgeschaltet. Okay, wo kommt ihr jetzt her?
Okay. Wifi, habe dir, grüß dich gut. Wie geht's da? Ich laufe jetzt da einfach einmal durch. Perfekt. Okay, die anderen sterben da jetzt deswegen nicht, aber sie wollen nicht beruhigen sind. Ah, also sie halten deutlich weniger aus, okay. Und jetzt quasi One-Hit. Macht Sinn. Ah, da haben wir eine Echos, okay. Nice. Okay, Moment. Ach, da geht's einer. Deswegen. Jetzt bist du aber gnadenlos fällig da hinten, gell? Was auch immer die für einen Fluch macht. Jetzt können wir da aufmachen, dann haben wir da einen Shortcut. Das passt. Bisschen mehr noch, aber mal ein bisschen hungrig. Schau mal, das ist doch zauberhaft. Das ist doch zauberhaft. Ich hoffe, du hast einen guten Power, nicht gut? Dann machen wir da auch noch auf, weil warum nicht? Außen das Kaltblut. Was auch immer die für Probleme haben und. Ich denke schon, sehr schön. Dann geht's dann da aus zu, okay. Genau, weil die Toren jetzt nämlich nur so harmlos. Oh, lecker das Feld. Das Geschere ist, die Glockenalte, die wo die bufft, die ist ziemlich fies versteckt. Die ist nämlich da unten drin. Hätte ich Mord? Die klingelt da irgendwo, ich hör's doch. Okay. Wieder vorbeigehen? Nicht helfen. Moment, die muss da drin stehen, geht nicht anders. Bin mir ziemlich sicher, dass die da drin ist. Was sag ich doch? So, Schluss mit der Bimmelei. Der Spaziergang hat mir ein bisschen blatt gemacht, glaube ich. Oh, was zu spazieren? Ja, das ist vom Wetter her recht angenehm, gell? Also zumindest bei uns.
So. Also wieder auf, weil jetzt ist die Glockentante ja tot. So, was die anderen spawnen. Ach so, in Läger. Also, ja, okay, gut, der hat jetzt ein bisschen dauert. Aber ich hoffe, der Spaziergang war schön. Das hätte ich auch unbedingt einmal spielen. Oder wieder spielen, weil ich habe ja irgendwann noch 7 Stunden oder was aufgehört. Das hätte ich eigentlich schon noch nachholen irgendwann. Sollte nicht mal noch ein DLC geben, das gibt's schon. Dampfe. Das DLC von Bloodborne haben wir heute eben erst geholt. Ach stimmt, da war ja der Freak, der wo quasi alles anzündet. Ja, aber wie komme ich da jetzt vorbei? Ich muss ja irgendwie oben gehen. Ah. Oh gut, das ist eine Laterne, das ist gut für mich. Der Cthulhu mit dem Laser, ja. So improvisierte Nudelleona Reste gerade da im Ofen. Hoffentlich überleben wir es. Ja, also es werden wir schon in der Zeitung lesen, wenn nicht. Hoffe ich mal. Also ich hoffe, dass es überlebt, so würde ich sagen. Oder redest du jetzt von Hogwarts Legacy, Dampfe? Willkommen, da was. Nun gut, lasst mich. Ah, verdammt. Klang gerade nicht. So viel brauche ich doch da jetzt eigentlich gar nicht, oder? Achso, ja, ist nur 4er. Lebt wohl, gut möget ihr. Hä? Warum kann ich das nicht nehmen? Jetzt. Das müsste gelungen. Willkommen, da was. Nun gut, lasst mich. Ah ja, perfekt. Easy. Ah komm, mehr Leben schadet uns nie. Das müsste dann jetzt ja die Kapelle sein. Im zweiten noch 6 Stunden gearbeitet, aber ich sitze vor dem PC, als hätte ich 15 Stunden durchgemerkt. Hast du quasi Homeoffice gehabt? Ich vermute mal, da wird bei dir halt wieder noch eine Elden Ring Session fällig. Gut, das ist im Bereich des Möglichen. Samir und null motiviert irgendein Spiel zu. Okay, dann doch nicht. So, servus, ich hab deinen König umgebracht. Ich sag das jetzt einfach mal nicht, dass hinterher heißt, ich hab's nicht gesagt. Ich darf mir die jetzt wünschen, aber ich glaube, das kommt nicht mehr. Hat's da nicht mal geheißen, dass die irgendwie Quidditch reinbringen wollen? Oh, hey. Leck mich aber schon mit der Kippe. Ja, jetzt, wo ich es sehe, jetzt weiß ich es auch wieder. Die Frage ist, wo steht die Glockentante jetzt? Da unten im Eck. Du blöde Sau. So, dann verlieren alle nämlich einen Buff. Fuck, ich hab nur noch einen Molly.
Ja, gut, dann. Ah, ist da noch einer. Kommen Sie mal hierher. Ne? Oh, jetzt hat busy Action. Wir haben versehentlich einen Dödel ausgerissen. So Quidditch so als extra Game können wir, okay. Aber das war ja damals so, dass Fake gesagt hätten, die daten sich Quidditch ins Spiel wünschen. Und dann war ja das einmal so eine Überlegung, dass die gesagt haben, ja, bringen wir es als DLC dazu. Aber Quidditch als eigenes Spiel, glaube ich, da die jetzt halt an und für sich, glaube ich, auch nicht verkehrt finden, wenn du mich fragst. Jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, wo es da entlang gegangen ist. Ah, da hat man wieder beide Wege nicht mehr genau, okay. Und wir müssen in die Richtung, ja. Was auch immer das für Pseudomimik sein soll, aber okay. Die Tier schaut aus, wie man es auch machen kann. Oder auch nicht, okay. Da kommt übrigens noch mal ein Boss. Bin mir nur jetzt nicht mehr 100%. So, das kann man nicht. Das kann man nicht einmal kaputt machen, okay? Stimmt, da hinten waren wir schon einmal, weil da haben wir hergegangen, bevor die Nacht vorangeschritten ist. Das heißt, den Weg da hinten können wir uns jetzt eigentlich sparen. Was ist schon mal gespielt? Ja, schon ein paar Mal. 8 oder 9 Tries. Was heißt Tries? 8 oder 9 Durchgänge. Also das Spiel ist für mich nicht blind tatsächlich. Ja gut, dann machen wir halt den Mainboss da, oder? Oder was tat man denn sonst? Ah, der kommt weiter unter. Erstmal die Glockenhalter da oben töten. Scusi, Fake News. Die eskalieren ja komplett. Kann man sie portieren lassen? Ah genau, und da steht sie. Wupp, wupp, ein Schinkenbrot auf einen Sitz geschafft. Ach so, sehr gut, nice, perfekt. Das freut mich.
Zwecks der Sättigung war es gewesen. Genau, der Boss ist da hinten. Ja, genau, da ist der Boss. Na dann. Okay, bei der nächsten Mondfinsternis gehe ich nicht aussehen. Der Boss ist aber ein bisschen von Demon's Souls abgekupfert. Ist von der Herangehensweise eigentlich der gleiche. Stehen herum auf den vor, lauter so Damen, die wo klingeln und er mal quasi mehr Angriff verleihen. Aber wenn man die Damen da tötet, haben wir uns natürlich ein bisschen leichter. Das ist der Wiedergeborene. Na gut, wenn ich so ausschaue, wenn er mal wiedergeboren wird, dann bleibe ich lieber tot. Ich sag das, wie es ist. Ich glaube, dass der gegen Blitz anfällig war. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Ja. Ah, da habe ich schon Gräser geschlagen. Es ist immer so leid, weil es für euch eigentlich recht unspannend ist, sozusagen, ne? Das ist jetzt ganz anders wie in Elden Ring. Da wo ich die Bosse noch nicht kennt habe. Jetzt kenne ich halt die Bosse schon alle. Oder sagen wir mal so, einen Großteil davon. Gut. Dann können wir tatsächlich sehr, sehr zügig vor Rohheit. Sehr, sehr zügig.
Ich finde es trotzdem gut, weil es sehr schön und fantasievoll gestaltet ist. Ja, vor allem es ist jetzt sehr düster. Also es ist richtig düster. Da klebt, glaube ich, wieder irgendwo einer an der Dick. Oder auch nicht. Speibt er mal einfach ins Gesicht. Und dass er natürlich da klebt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Bin ehrlich. Ach so, lol. Ja, geht's halt dann in die Duschen, wenn's unbedingt der Wasser mögt. Wie, der hat mich noch erwischt? LOL! Der hat mich noch mit erwischt. Okay. Hä? Oh, Brudi, ich hab Zeit. So, und das ist jetzt ein kleiner Fun-Fact, Freunde der Sonne. Dieser Charakter hier. Oh, das kann nicht sein. Ihr könnt nicht. Nein, habt ihr nicht. Fürst Amygdala? Wie konnte das geschehen? Dieser Charakter hier, der kommt in Elden Ring vor. Der kommt in Dark Souls vor. In Dark Souls 2. In Dark Souls 3. In Demon Souls. In Bloodborne. Das da ist quasi der Patches, wenn man so will, Jennifer Habitäre. Das ist quasi der Patches und das ist quasi sozusagen der Meme-Charakter von From Software. Der ist dafür bekannt, quasi in jedem From Software-Spiel aufzutauchen. Und der ist eigentlich, wenn man es ganz simpel halt, einfach nur ein Arschloch. Der verrät euch oder bescheißt euch ständig. Tut dabei so ganz unschuldig, wie wenn er durch keiner Fliege was zu Leide tun kann, aber im Hintergrund schadet er euch eigentlich in jedem Spiel auf eine gewisse Art und Weise immer irgendwie. Nein, wartet einen Moment. Denkt ihr jetzt schlecht von mir? Von mir? Oh, es schmerzt mich, das zu hören. Ihr schätzt das völlig falsch ein. Ich habe ein Bild.
Ihr wart Zeuge eines Wunders und seid gestärkt daraus hervorgegangen. Das liegt doch auf der Hand. Und ich muss sagen, ihr wart ein Lamm für meinen Gott. Ihr durftet es nicht wissen. Das Wissen war nicht für euch bestimmt. Ende gut, alles gut, sage ich immer. Und wenn man ihm auf die Schliche kommt, dass er da eigentlich eine Einwirkung mehr hat, dann redet er sich natürlich immer schmeichelhaft irgendwie außer. Oder versucht es zumindest. Also ist das der Athan, ja genau, so quasi. Richtige Karen, also schlimmer. Der Stan Lee von From Software. Ja, das geht in die Richtung. Und Jennifer, vielen Dank für dein Following. Wie geht's da? Ich hoffe, alles fit bei dir. Macht nichts. Solche Kleinigkeiten sind bedeutungslos. Inzwischen sind wir echte Freunde geworden. Lasst dies ausdrücken, was Worte nicht können. Oh, zweifelt nicht an mir, mein Gefährte. Eine Freundschaft ist doch immer eine zufällige Begegnung. Verzeiht, aber ich spüre, wie ein tiefgründiger Gedanke sich regt. Über die Barmherzigkeit eines gewissen Gottes und wie er seine Liebe offenbart. Im Endeffekt. Das war eine herzlose Tat. Schaut's nicht, wenn er stirbt. Nennen wir das Kind einfach beim Namen. Kann aber die Dino aufmachen, dann haben wir einen Shot gehabt. Ist er jetzt ein Licht aufgegangen? Er mit Sicherheit nicht, aber er ist jetzt Licht, sozusagen. Ich hab dafür gesorgt. Könnt's by the way in jedem Soulspiel eigentlich machen. Er hat zwar eigentlich in jedem Soulspiel eine Questline, die aber am Ende dazu führt, dass er euch immer hinterrücks irgendwie scheißt. Wenn man so will. Bin auch aus Österreich. Ja, dann liebe Grüße nach Österreich. Aus welchem Teil denn? Wir haben ja einige Österreicher da. Der Seid zum Beispiel. Irgendwas grunzt da, ich hör's ganz genau. Ja gut, okay. Wien, okay. Eine Wienerin, sehr schön. Oder ich geh, bist du Frau, weil Jennifer ist ja, ne, Frauenname, so. Hashtag Lieblingsnachbarn, genau. Bayern und Österreich sind Lieblingsnachbarn. In der Nähe von Otterkring. Das sagt man tatsächlich jetzt nichts. Aber Wien sagt man natürlich schon was. Sehr schön. Mehr Österreicher im Chat, mehr gut. Gut, wir sind jetzt im Albtraum vom Mensis, Freunde der Sonne. Und das ist quasi sozusagen das letzte Gebiet im Spiel. Otterkringer kenne ich nur aus Wasser. Nicht einmal das, wenn's eins gibt, tatsächlich. Bin ich ganz ehrlich. Da wächst der Wurm raus. Da wächst noch mehr Wurm raus. Ich hab auch schon. Ich komm aus Passau. Wir sind aus Niederbayern. Oder der große Teil ist aus Niederbayern. Da haben wir natürlich auch ein paar Fremde da, also von sämtlichsten Teilen Deutschlands eigentlich tatsächlich. Ja, dann fällst du halt runter. Aber so, wie gesagt, ich komme aus dem Passauer Raum. Und vergiss die Oberbayern nicht, dass wieder einer waren. Ja, Oberbayern, Niederbayern, Südbayern, Nordbayern, Ostbayern, Westbayern, Oberfranken, Niederfranken.
Brandenburg, Sachsen. Aber wir nehmen alles. Wir nehmen einfach gnadenlos alles. Willkommen da. Was für... Nun gut, lasst mich... So, brauchen wir wieder einen Aufstieg. Mal schauen, ob ich meine Waffen aufwerten kann. Jawohl, Stufe 8, das ist gut. Nein, ist ein Bier leider vergleichbar wie Oettinger, angeblich. Ach so, okay. Ja, gut, ja, was österreichische Biersorten angeht, da bin ich leider absolut komplett gnadenlos überfragt. Also hätte meine Einsicht vielleicht auch mal eintauschen, weil 20 Einsicht ist ein bisschen heftig. Nur mal ein kleiner Reminder an euch, je mehr Einsicht man hat, das ist die Zahl auf der rechten Seite, die 20, je mehr man da hat, umso schwerer wird das Spiel. Deswegen immer schauen, dass Einsicht auf 1 ist. Maximal. Also, was heißt maximal? Außer Führer und voller Bots, ja, scheiße. Ja, Bots sind, das stimmt. Die brauchen wir natürlich nicht. Aber schön, dass immer neue Leute herfinden. Das ist aber das Schöne. Vor allem die, wo sich mit der Sprache ein bisschen, vor allem die, wo sich mit der Sprache identifizieren, aber halt auch natürlich welche, die halt mit der Sprache an und wie sich eigentlich nichts anfangen können. So. Das ist Arschlochgebiet Version 2, zumindest in diesem Teil. Wenn man nämlich da hergeht, dann leicht es. Und dann baut sich ziemlich schnell Wahnsinn auf. Ja, wenn die Leiste oben in der Mitte, wenn diese voll ist, dann verfalle ich dem Wahnsinn und heißt quasi im gleichen Atemzug, dass ich sterbe. Ja, das heißt, jetzt da ist einfach nur die Wiese, 4 sind nicht mehr laufen. Und zwischendurch vielleicht einmal irgendwo in Deckung gehen. Wenn wir alles ignorieren. Und ab jetzt sind wir quasi safe. Mehr oder weniger. Vielleicht haben wir aber auch nicht safe. Vielleicht sterben wir jetzt auch. Gehst du einer oder bleibst du da jetzt brav stehen? Okay, die gehen da auf jeden Fall nicht weiter, das ist gut. So, Mords drum Spinne, also wer eine Phobie hat, sollte jetzt den Stream ausmachen. Leck, macht die viel Damage. Aragog, was machen wir zwei jetzt so ein bisschen, hä? Weil du da hinten, du machst mich nervös. Ah, da wachsen die Würmer wieder raus, perfekt. Kommen wir einer? Ja. Hast du schon ein paar zerpimmelt? Ja, ich versuche Gleiches zu tun, aber der Dicke da. Bei mir aber der. Dass das so ein Mordstrumpf von Spinn ist, gibt die wenig Seelen.
WB-Preis. Hallo? Dann bleibst du... Jetzt wollte ich gerade sagen, dann bleibst du halt um. Hätte ich jetzt auch kein Problem nicht gehabt damit. Hat bei dir hingehauen, sehr schön. Ja, ich müsste halt eigentlich wirklich... Aua. Ich müsste halt eigentlich wirklich mal in Erwägung ziehen, wirklich Hogwarts Legacy zu spielen. Aber on-stream, ich weiß nicht. So, wenn man nicht alles täuscht, wird man hier auch invasiert. Meine ich. Ah, da vorne steht er schon, okay. So, servus, sie war jetzt da, wie schaut's aus? Okay, die Range ist frech. Nicht der Mona. Der hat's gerne aus Wunschspiel taken, aber da muss ich noch ein bisschen sporen. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Obwohl ich schon mal eine Umfrage gemacht habe, die meisten Daten sogar cool finden, mal so ein großes Spiel zum Spielen, aber es dauert halt ewig lang beschäftigen, ne? Also unabhängig davon, ob das jetzt Hogwarts Legacy war oder halt, keine Ahnung, Horizon Zero Dawn oder irgendwie sowas. Stimmt, da waren ja diese Eisengegner, diese komischen. Das Spiel ist halt auch gut, ja, das stimmt. Die waren eigentlich süß. Die holen halt aber auch brutal viel aus, gell? Haben wir auf alle Fälle einen Aufzug. Wo auch immer mit der jetzt hinführt, wir aktivieren wir. Ah, genau, da haben wir da eine Laterne, das ist gut. Gehen wir mal zurück. Ich brauche bei so Spielen nur so ewig, weil ich halt jede Nebenquest mitnehme, also, aber habe ich was. Ja, so sollst du es ja auch machen, ne? Ich meine, du machst ja was für dein Geld haben, logisch. Verstehe ich total. Bin mir nicht sicher, wie viel das... Willkommen da. Was Aber das darf tatsächlich eigentlich sogar schon gelangen. lasst mich. Nicht wohl, Bruder. Schon noch mal reparieren können. Okay. Mergos Speicher. Der soll jetzt richten.
Aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir so unfassbar gut durchkommen bisher. Mal gut, kann alles kommen, ne? Wollen wir jetzt nicht am Tag vorm Abend loben? Ah ja, perfekt. Greift's ihr mir an? Ach, hier tut's mir gar nichts. Ja gut, dann. Dann muss ich euch natürlich auch in Ruhe, ist aber klar. Hogwarts hat ein Time to Beat von 26,5 Stunden, so als Info für zwischendurch. Ist das Speedrun oder hast du so lange braucht, Barbecue? Ach, du greifst mir jetzt schon, oder was? Nein, sitzen Sie. Machen Sie Platz, so wie Ihre Freunde auch. Also da gibt's welche, die sind zintig und da gibt's welche, die sind nicht zintig, oder was? Ich komm in Frieden. Außer bei ihm komm ich nicht in Frieden. Ja, gestänkert. Und der nächste Jahr, das glaube ich aber. Jetzt ist aber Ruhe, gell? Weil ja, danke für deinen 5er-Stream-Streak. Vielen lieben Dank. Für den Support. Dankeschön. Yay, ich hab kein Leben. Na, so wollen wir das jetzt auch nicht behaupten. Hab ich googelt? Wie die Hauptstory dann, oder wie? Also es ist dieser Speedrun. Bis 2 sein Geisenköpf, ich trau ihm einfach nicht. Sitz. Okay, das ist wohl die eiserne Jungfrau. Alter, du hast nicht mal Tipp, was ist mit dir? Alter, da, wo die hintritt, machst du kein groß mehr, gell? Na, bloß Hauptstory? Okay. Ja, nein. werde ich nicht schaffen. Bei dem wuchst du jetzt Ternelshot, du Scheiße. Wie bestört nur, dass die so wahnsinnig viel aushalten? Ja, warte mal. Moment. Das darfst aber du... Moment einmal. Das darfst aber du schwer auch nicht mehr, dass du da mit mir umkommst, gell? Das kannst du vergessen, dass ich gegen die kämpfe, wo... Moment. Irgendwer treibt da Schund. Irgendwer hat damit was geworfen, ich hab's ganz genau gesehen. Aha, er oder Armbrust. Also du hast jetzt schon mit der Keten zu. Die anderen mit dem Fleischermesser, du mit der Keten. Naja. An den ist ein Metzger verloren gegangen, glaube ich. Gut, wir könnten halt einfach auf den Aufzug gehen und der Käse ist bissen. Ne? Dann war der Käse auch erledigt. Ja. Total übersehen, dass der Aufzug nicht da ist. Gut, dass wir vorher noch ein Level abgeholt haben.
Doppelt, das war Absicht, doppelt halb besser, hab ich mir gehört. Ne? Einmal sterben ist ja langweilig, wir machen doppelt. Weil zweimal im Lotto gewinnen auch besser ist wie einmal. So. Jetzt kann es mir halt erst recht wurscht sein, die Gegner zu machen, weil von denen wird jetzt keiner mehr meine Seelen haben. Deswegen einfach Rush B blöd. So, servus, grüß euch. Ja, deine Mama, die zieht Lastwagen auf die ESF, wenn du mich fragst. So, servus, grüß euch, Metzgerin, habe ich die Ehre, ein Kilo Fleischwurst, bitteschön. Auf Wiederschauen. Aua. Jetzt, wenn die natürlich Aufzug fahren kann, haben wir halt richtig verschissen, gell? Aber das kann es normalerweise nicht. Ah ja, genau, stimmt, da war ja was. So, Freunde der Sonne, wer meint, es ist abstrakt, wer hat schon mal einen Raben mit einem Hundschädel gesehen? Au, au. Sitz. Ich war stolz auf meine Mama, wenn die Last funktionieren kann. Ja, ich tatsächlich, ja. Ja. Creep Factor goes brrrt. Ich meine, wenn es nicht so komplett abstrakt wird, war es ja eigentlich niedlich, ne? Ja, wo ist jetzt? Ihr müsst es eigentlich bei Ihnen, oder nicht? Achso, für die hat es keine Flügel mehr geben im Sonderschlussverkauf, oder was? Perfekt. Es ist schon bitter, wenn deine eigenen Freunde das Fliegen lernen, aber man selber nicht das Talent dazu hat. Das ist halt natürlich dann eine traurige Geschichte, gell? Was grunzt jetzt da so saublöd? Ah ja, genau, freilich. Ja, das war gut. Aber lustig ausgeschaut hat's. Da glaube ich, gibt es auch einen Shortcut, wenn man den aktiviert. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich muss sagen, es ist so lange her, ich muss auch erst wieder alles sehen. Genauer betrachten. Ich bin jetzt auch erst mal dankbar, wenn wir da oben so eine scheiß Laterne gefunden haben. Wenigstens haben sie moderne Aufzüge, die wo Schnee haben. Enton geht baden. Ja dann, viel Spaß beim Baden. Schwimmen nicht zwei raus, ja, und steht Schwimmflügel anziehen. Safety first, you know? Merci für den Lurk an der Stelle. Ja gut, dann probieren wir es halt noch einmal, weil man... Ja, chillt's. Ja, er kann sich ja gar nicht beruhigen, da, ha?
Ah, die sitzen da oben im Käfig drin, deswegen. Lässt sich dein Kumpel auch runterfallen? Ja, Kim, jetzt mach Sitz. So ist er brav. Jetzt haben wir da auf alle Fälle mal. Ah, das ist jetzt der Shortcut, der zu der Lampen führt, wo man die ganze Zeit rauskommt, wenn wir sterben. Das ist gut für uns, weil das heißt, jetzt müssen wir nicht mehr außen gehen. Oder es ist schon rentiert. So, und der andere kommt dann von ganz oben, wenn ich mich recht entsinne. Gut, jetzt haben wir da auf alle Fälle mal den Shortcut, das ist ja auch schon mal was wert. Also, die haben jetzt tauscht, das ist ein Hund mit einem Rabenschädel, ja, perfekt. Lustige Tiere. So, normal müsste die... Achso, da ist einfach nur ein Item, oder was? Das war knapp. Mäßigungsblutedelstein. Ja gut, dann da eine in die Hitten. Aha. Stimmt, die fährt dann später, glaube ich, weiter auf. Ey. So, Freunde der Sonne, da wartet der nächste Bosskampf. Der ist allerdings sehr, sehr einfach und relativ unspektakulär. Also nicht wundern. Glaube ich, dass er da... Ja, genau, da kommt er. Kos. Manche sagen Kosen. Hört ihr unsere Gebete? Nein, wir sollten den Traum nicht ablehnen. Niemand kann uns fangen. Niemand kann uns jetzt aufhalten. Mikolasch Wirt des Albtraums. Der ist in dem Sinn nicht schwer, der ist einfach nur nervt, weil du den verfolgen musst. Und nur immerhin nur ein paar wenige Schläge Zeit hast, den zu hitten. Die Gegner kann man eigentlich alle ignorieren. Ihr habt es für den geistlosen Ron. Jetzt gewährt auch uns Augen. Gebt uns Augen.
Unterschätzen sollte man natürlich trotzdem nicht. So, in der ersten Phase, wenn die vorbei ist, löst er sie im Endeffekt auf. Oh, majestätisch. Jäger jagt Jäger, sogar im Traum. Aber Herr, nie so schnell. Der Albtraum wabert und wirrt. Bin erst wieder finden. Habt es für den gastlosen Lohn getan. Jetzt gewährt auch uns uns auf. Manche sagen, holt ihr unsere Gebete. Können wir quasi weiter auf. Ah, da ist er. Ja, also müssen wir nur schauen, wie wir da reinkommen. Manche sagen, holt ihr unsere Gebete. Ihr habt es für den gastlosen Lohn. Jetzt gewährt auch uns auf. Gebt uns Augen. Pflanzt Augen in unserer Hirne und befreit uns von der grausamen Idiotie. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, wie das gegangen ist. Jetzt allen Augen verborgen. Der Kosmos natürlich. Setzen wir uns, diskutieren wir. Wir plaudern bis zum Brunnen. Über neue Ideen, über die höhere Ebene. Ja, genau, man muss sie da irgendwie holen lassen. Manche sagen, für dasselbe neu.
Okay, da ist es falsch. Ah! Stimmt, du hast den Schlüssel finden müssen. Manche sagen, hört ihr unsere Gebete. Ihr habt es für den ganzlosen Lohn. Jetzt gewährt auch wieder ersetzen. Ah, halt die Schnauze, ich mag da rein. Oder auch nicht. Okay, null. Es ist so lange her, ich kann mich halt einfach nicht mehr erinnern, wie der genau gegangen ist. Manche sagen, hört ihr unsere Gebete. Habt es für den ganzlosen Lohn. Jetzt gewährt auch uns Augen, gebt uns Augen. Pflanzt Augen in unsere Hirn und befreit uns von der grausamen Impietät. Ja, da gibt es immer wieder da oben. Große See des Schlamms. Jetzt all der Kosmos Natur. Setzen wir uns. Okay, wie hat das nochmal funktioniert? Wir plaudern bis zum Frühling. Über die Okay, sorry, ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt, weil ich nicht mehr genau weiß, wie da gegangen ist. Manche sagen, hört ihr unsere Gebete. Habt es für den ganzlosen Lohn. Jetzt gewährt auch uns Augen, gebt uns Augen. Glaubt, der Wirt ist im Keller? Bioin? Unsere Möglich, ja. uns von der grausamen Impietät. Der große See des Schlamms. Jetzt allen Augen. Der Kosmos Natur. Setzen wir uns, diskutieren wir. Ah! Wir plaudern bis zum Frühling. Über neue Ideen, über die Oh nein. Kosmos Natur. Ah ja. Merci. Bitte, tschüss.
Okay, für was habe ich da den Eisentierschlüssel, wenn die eh von selber aufgeht? Ja, wie gesagt, der Boss ist eigentlich, der streckt sich eigentlich nur entlang, weil du so viel laufen musst. Beziehungsweise halt einfach erst einmal noch den Weg suchen musst, bis du zu einem hinkommst. Aber so an und für sich ist der Boss eigentlich nicht schwer. Nice. War aber noch nicht der finale Boss von dem Gebiet tatsächlich. Der kommt erst noch. Nun gut, lasst mich. Das meine ich von den Stats ja schon relativ gut gerüstet, so. Ja, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann haben wir jetzt noch 2 Bosse. Vom normalen Spiel, sag ich jetzt mal. Wenn wir jetzt natürlich, wir müssen die... Was? Wo? Wir müssen natürlich die Kelch-Dungeons auch noch machen, damit ich die Platin-Trophäe einheimsen kann, ne? Das ist klar. Seit wann kann ein Hund Bäcker? Sagt man das einmal. Warum rede ich da eigentlich rein, wenn ich weiß, dass es unangenehm ist? So, da können wir jetzt den Shortcut aktivieren, weil... Ja, perfekt. Easy. Ich wollte mir da eine rein. Wieder das Thema. Gut, dass ich aufgewehrt habe. Okay, selber versuchen auch mal. Nächstes doch. Weil da hinten, wenn wir da entlang gehen, können wir unser da können wir das Item erlangen, womit wir eine Waffe Max Level machen können. Und das gibt es nur einmal pro Spielstand. Und das ist der Blutbrocken. Und den kriegen wir nur, wenn wir den Weg da hinten nehmen. Deswegen werden wir das jetzt einmal probieren. Da haben allerdings wieder so Vollidioten-Gegner, die wo mir einfach nur in den Wahnsinn rein wollen. Deswegen einfach Use and Bolt-like die Gegner einfach skippen. Bei der Tante hier selbiges in grün. Ganz garstige Gegner.
Spinn mit Menschenkopf, nice. Irgendwie schauen die aus wie der Typ von Big Bang Theory. Jetzt weiß ich aber nicht, wie der heißt. Der hat auch so einen Topfschnitt. So, wenn wir jetzt mal diesen Hebel hebeln, dann passiert da drüben Folgendes. Stürzt irgendein dicker, fetter Fleischbatzen ab. Und der macht jetzt einen Weg frei. Und muss dazu sagen, das muss man halt auch erst einmal wissen und finden. Okay, bin ich jetzt dumm im Kopf oder bin ich da jetzt gnadenlos vorbeigerannt? Hä? Warte mal. Irgendwas. Da hat's mir irgendwo verdrängt. Gut, da ich Beruhigungsmittel hab. Ah, ja. Ja, natürlich. Logisch, man muss ja da runter droppen lassen. Und dann kann man da rausgehen und dann kommst du dann rechts da rein. Ja, genau, sowas. Ja, okay, das Item drücken kann, das schenken da. Das kannst du da behalten. Den Loot nehmen wir natürlich mit. Ah, und da ist der Schlüssel für die Eisentür, okay. Ich will nur schon schauen, wo man da rauskommt. Also haben wir wieder da herin. Unterster Stock, okay. Gut, aber das Objekt der Begierde ist da hier vorne. Hopp, das ist ein Loot. So, da unten liegt unser Objekt, was es nur einmal pro Spielstand gibt. Nämlich der Blutbrocken. Der macht eine Waffe für uns auf Max.
Gut. Schnell umorientieren. Jetzt haben wir da. Mal so schneller, meine. Perfekt. Jetzt müssen wir schauen, ob wir schon nur Blutbrocken haben. Jetzt Blut? Nein. Blutklumpen, glaube ich, heißen die jetzt, damit ich die Waffen fast auf Max machen kann. Ich brauche 8 und ich habe aber nur 3. Und kaufen kann ich es noch nicht. Aber ist fein. Wir gönnen uns jetzt auf alle Fälle wieder einen Aufstieg. Falls der schon gelangt. Oh, Flora, oh, ihr beschützt und lasst ein schön eines Tages. Ich muss was wünschen. Nun gut, lasst mich. Ah, perfekt. Müssen wir unseren Damage nur ein wenig. Weil mehr Damage ja mehr gut ist, bekanntermaßen. Ja, jetzt müssen wir halt noch irgendwo 5 Blutbrocken herzaubern, ne? Gut, wir machen das sowieso dann auch wahrscheinlich über die Dungeons. Dass wir vor dem Endboss tatsächlich noch eine Max-Waffen haben. Müssen wir mal schauen. Irgendwie zaubert man das schon hin. Ebbing habe ich der, grüß dich gut. Na, ist fit. Gut. So, da haben wir jetzt Gegner, wo es einmal ein Boss war, nämlich die Schatten von Yharnam. Es waren tatsächlich mal Bosse. Haben jetzt normale Gegner. Und Gott sei Dank immer noch genauso feueranfällig wie eh und je. Soweit und selbst? Ja. Bei mir auch soweit alles gut. Haben wir ja jetzt Elden Ring hinter uns. Das ist wieder Platz für Neues Altes. In dem Fall werden wir halt Bloodborne fast fertig kriegen, schätze ich mal. Blutsteinbrocken 2 Stück, perfekt. Somit waren es nur noch 3. Oh, da ist ein Ficky-Facke. Mit 3000 Augen. Das da ist übrigens, ist zwar im Endgame, aber das ist ein sehr beliebter Farmspot gewesen früher, ganz früher. Weil du dort ziemlich viel Blutechos kriegen hast können. Und vor allem diese Schweine dahinter, die sind sehr stark verfeindet mit diesem Schatten von Yharnam. Das heißt, man hat so deichseln können, dass man diese Schweine dahinter zu diesen Schatten von Yharnam lockt und dann kämpfen die gegeneinander. Man wartet einfach nur, bis dass man im Endeffekt, bis dass man Truhen kassiert.
Ha. Danke dir für den Lurk, Abby. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Abend. Okay. Genau, das sind die 3 Schatten von Janam, wo sie vorher, oder sind sogar zu viert. Sind sogar zu viert, und wenn man diese beiden Schweine quasi an einer vorbeiläuft, sie beitet, damit sie dann nachrennen, dann greifen die 4 die 2 Schweine an. Oh. So, aber schauen wir mal, vielleicht finden wir noch 2 Blutsteinbrocken. Tatsächlich. Dann brauchen wir jetzt nur noch einen. Den Ohren werden wir mit Sicherheit auch noch irgendwo mal auftreiben. Easy. Dann können wir unsere Waffe jetzt tatsächlich auf Max machen. Holy shit, liegt da noch viel Loot. Gut zu Fuß, danke dir für dein 10er Streamstreak. Habidere. Vielen Dank für deinen Support. Wie geht's da? So, Freunde der Sonne. Diese Frau haben wir schon einmal gesehen. Und zwar, nachdem wir die Spinne, die große Spinne besiegt haben. Vor 2 Streams oder so, also vor 2 Bloodborne-Streams. Die hat ja quasi ein Kind des formlosen Oedon auf die Welt bringen sollen. Das ist auch das Baby, was man im Hintergrund schreien hört. Deren ihre Schwangerschaft, wie man am Bauch sehen kann, ist nicht ganz so glanzvoll verlaufen. Ja? Aber das hier ist Lady Janam. Das ist quasi, also die kann ich jetzt nicht angreifen, aber sie ist quasi der Boss, der mir fehlt, um Platin zu kriegen. Also mit dieser Dame werden wir noch ein Tänzchen führen, früher oder später. Soweit ganz gut, gerade von der Arbeit haben, Feierabendbierchen mit Kollegen ist dazwischen gekommen. Ja, also ein Feierabendbierchen muss natürlich auch mal sein. Die muss natürlich auch mal sein. Ich sehe klar, Lust auf alle Fälle schmecken. So, da können wir jetzt auch wieder einen Shortcut aufmachen. Das ist das Stadtgebiet im Endeffekt. Von der Laterne aus. Weil, dann können wir jetzt A, unsere Waffen auf Max machen und B,
noch einen Aufstieg machen. Auf da wird geschmiert. Wir kommen sehr gut durch. Hätte ich selber nicht gedacht. Sägehackbeil auf 9 und Sägehackbeil auf 10. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht irgendwas rausholen können. Aha. Da können wir sogar unsere Werte noch mit pushen. Ja. Machen wir noch mehr Damage. Mehr Damage, immer mehr gut. Willkommen. Was? Nun gut, lasst mich. Lebt wohl, Brüder. Stufe 81 haben wir jetzt. Dann da die Vorschlag, Freunde, machen wir nochmal einen Boss. Bei dem bin ich mir aber jetzt nicht sicher, ob ich den noch kann. Bin ich jetzt wirklich ganz ehrlich, das kann ich jetzt nicht versprechen. Das kann sein, dass er First Race, kann sein, dass er erst im 10. Versuch fliegt. Also man verzeihe mir. So, das hier ist vom Endboss abgesehen, ne? Der letzte Boss. Wir haben dann im Main Game alle Bosse gelegt im Laufe dieses Projekts, okay? Das heißt, es wird jetzt folgendermaßen laufen. Ich habe tatsächlich, da bin ich jetzt ehrlich, ich habe mich halt massiv verkalkuliert. Ich habe gedacht, wir brauchen wesentlich länger, um da herzukommen. Das heißt, der Plan wird jetzt folgendermaßen ausschauen. Ich werde jetzt diesen Boss hier noch legen. Und dann werden wir es für heute tatsächlich schon gut sein lassen. Ne? Warum? Weil dann können wir nämlich noch genau einen Bloodborne-Stream machen, da wo wir die ganzen Kelch-Dungeons noch machen, die wo ich machen muss, damit ich die Platin-Trophäe kriege und dass wir einen Endboss legen. Also sprich, ich versuche das jetzt zum Legen und dann werde ich noch ein paar Worte zum Geschehen verlieren, was dann jetzt Phase ist. Und dann schauen wir weiter, okay? Wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt auch eine Stunde für den Boss brauche, weil ich bei dem absolut nicht mehr sicher bin, ob ich den noch kann. Es kann aber auch sein, dass es in 5 Minuten vorbei ist. Ne? Also ich weiß es nicht. Klick noch am Laden, ich muss dann eben mit ausstreichen gehen. Ah, schau her. Dann passt es ja schon wieder. Mergos Ame. Okay, der Dodge war nicht on point.
Oh fuck, das war nice, das war eine gute Finte. Ah, fuck. Bin noch ein wenig langsam. Ja, den habe ich mal dodgen können. Schade. Milos, danke für deinen Raid. Wunderschönen guten Abend miteinander. Habe dir den Nils, Servus Schimpanda, Servus Kenadi, Senadi, Milos, grüß dich. Sympathischer Typ, Habitäre. Grüß Gott beieinander. Wie geht's euch? Rappi, Habitäre. Alles gut bei euch? Schön, dass ihr da seid. Alles flauschig bei euch. Was hat's denn bei euch gegeben? Alles gut und selber? Freut mich zu hören. Bei mir soweit auch alles gut. Wir sind jetzt ja, beim letzten Storyboss von Bloodborne, ehe wir im Finale haben. Also von daher erstmal Grüße an dich und deine Community. Vielen Dank, dass du deine Zuschauer meiner Wenigkeit anvertraust. Also ihr Herz ist, für die mich nicht kennen, ich bin der Bazi, ich komme aus Niederbayern, wie man an meiner Sprache wahrscheinlich sehr gut erkennen kann. Bei mir gibt es bayerische Mundart, ja, also das heißt, ich sprich eigentlich immer nur bayerisch im Stream. Von daher, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas nicht versteht, einfach schreiben, einfach im Chat melden. Ich oder halt auch die Community, die übersetzen sehr gerne. Und ja, schön, dass ihr da habt. Macht einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Ich wünsche euch einen schönen Aufenthalt. Und bei dir hat's Live is Strange Game, okay? Nice. Ist gut gelaufen. Genau, schaut's gerne mal. Ich hab tatsächlich gar nicht gewusst, dass du streamst. Da werde ich jetzt nachher direkt mal rein schauen. Und dir natürlich auch ein Following da lassen. Freunde der Sonne, wenn ihr Ella nicht kennt, glaube, so habe ich deinen Namen gerade gelesen. Ja, der Gutzufo sagt Ella. Dann schaut's gerne mal drauf. Lust, Liebe da. Gerne aufs Herzal drucken. Und ja, bisschen Liebe raushauen. Werd ich nach dem Stream ebenso machen. Danke dir. Ja, ich hab zum Danken. Das ist ja das Mindeste. Ach, du fuchtelst immer nur weiter. Was? Ja, der Trail läuft gerade nicht.
Au, au, au. Boah, ich sag doch gar nichts. Das Timing habe ich nicht so drin bei dem Boss. Bist du jetzt mal fertig mit deinem Gefuchtele? Ah, ich bin aber eine halbe Sekunde zu früh. Uah. Bin immer weggekommen. Ah, ist aber mies, weil der von mit 2 beschwört. Das kann man dodgen. Ich hab das auch mit dodgen können, aber geht leider nicht mehr. Ist zu lange her. Ist leider zu lange her. Und noch Blitzpapier kaufen. Aber jetzt hätte man fast gehabt, also Fake geht tatsächlich nicht mehr ab. Und nur teilweise bei seinen Angriffen bin ich teilweise ein Ticken zu früh beim Dodgen. Okay, bei Bloodborne Fire ist, dass die Aufzüge wirklich sehr zügig sind. Okay, ist auch wieder lustiger, sonst Aufzüge sind zügig. Perfekt. Lauft schon wieder für den Mittwochabend. Ja, perfekt. Und nochmal von vorn. Okay.
Ja, auf den zweiten Aufzug tatsächlich überhaupt nicht spekuliert. Dass ja da auch noch einer ist. So. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie man es dodgt. War da jetzt die zweite oder habe ich mich jetzt verschaut? Ja, da war die zweite, okay. Nevermind. Jetzt wollte ich gerade sagen, hä, der Angriff kam ja von der Seite gar nicht so krass treffen, aber da ist die zweite gewesen, die habe ich nicht gesehen. Ich habe aber fast vermutet, ich hab mir's fast gedacht, dass die jetzt ein bisschen länger dauern wird, weil bei der ist eigentlich ein richtiges Geduldsspiel. Und das Problem ist, dass ich quasi, wenn sie diesen komischen Angriff da macht, wo es finster wird, wo sie dann zu zweit ist, wenn man den dodgt, ist die total easy, aber ich weiß einfach nicht mehr, wie man das dodgt. Das ist das Problem. Also ich weiß, man muss auf Zeiten irgendwie ausweichen, aber was für Timing das man da haben muss, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich aber tatsächlich auch sehr lange nicht gewusst, dass man das dodgen kann. Oder war das mit Doppelsprung? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich probieren. Schon wieder um einen Schitzbeut. Okay. Ah, okay. Oh. Die fängt an, mir auf die Nerven zu gehen. Die fängt an, mir auf die Nerven zu gehen.
Weil die vom Prinzip her ja eigentlich nicht so schwer ist. Die ist ja eigentlich nicht... Ihre Angriffe sind ja überschaubar. So. Aber zumindest weiß ich jetzt, glaube ich, wie das so richtungsmäßig, wie das durchschauen kann. Und man muss halt einfach einen Doppelschritt auf die Seiten machen. Es kann zwar jetzt mehr Dusel wie Verstand gewesen sein. Vor allem bis dahin bei dem Boss bringt er halt eigentlich gar nichts, weil die kannst du nicht parieren. Glaube ich. Also zumindest habe ich es noch nie probiert, beziehungsweise es auch noch nie gesehen. Oh, das Problem bei der ist echt, dass es zu bald dran bin teilweise. Okay, es war vorher mehr Dusel wie Verstand. Oh, fuck. Weiter wo? Oh, los, mir geh.
Ja, danke schön, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bist du drum? Wie besser. Danke dir, Ersi. Das Gebimmel, ja, das ist ein bisschen lästig. Albtraum erschlagen. Ein Drittel einer Nabelschnur. So. An dieser Stelle ist das Main Game vorbei. Bis auf eine Sache. Zwei Sachen. Da brennt's. Sobald man Mergus einmal erschlägt, also sprich den Boss, den wir jetzt gerade gemacht haben, steht der Traum des Jägers in Flammen. Weil wir sind mal drauf und dran quasi den Albtraum quasi, wir sind mal drauf und dran aus dem Albtraum sozusagen zu erwachen. Und alles, was man jetzt tun muss, ist Folgendes. Also keine Sorge, wir beenden das Spiel heute noch nicht. Sigi, hab ich dir. Guter Jäger, ihr seid gekommen. Der Morgen bricht an. Die Nacht und dieser Traum werden bald enden. Yamin erwartet euch am Fuße des großen Baums. Nun gut, lasst mich... Die sagt uns jetzt quasi, dass der German, also sprich der alte Opa, der wo normalerweise da im Rollstuhl sitzt, der erinnert, der erwartet uns. Und zwar da hinten. Also ich kann es noch nicht sagen, das werden wir heute nicht mehr sehen, aber ich zeige es Ihnen noch schnell. Da hinten, ne? Da hinten erwartet uns German. Und warum der da auf uns wartet, das werden wir herausfinden. Vielleicht schon beim nächsten Mal. Also der Plan war jetzt folgendes. Ich bin heute ein bisschen eher dran, als ich das erwartet habe. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so lang, also so schnell bis daher komme. Ich hätte eigentlich mit 2 Streams gerechnet und nicht mit einem. Das heißt, es wird Folgendes passieren, oder wir werden es folgendermaßen machen. Es wird noch einen Bloodborne-Stream geben. In diesem Bloodborne-Stream werden wir die Platin-Trophäe holen, indem wir einfach diese übrigen Kelch-Dungeons noch spielen. Und machen wir dann das, was da hinten ist. Okay? Das sollte innerhalb eines Streams schaffbar sein. Hoffe ich. Vielleicht täuschen wir jetzt auch, vielleicht brauchen wir dann 2 oder 3 Streams. Das Ding ist, das da hinten kann ich noch nicht machen. Wenn ich das mache, kann ich im Endeffekt ganz von vorn wieder anfangen. Das will ich nicht. Ne? Ich sag's aber so, da hinten kannst du dein Spiel beenden auf mehrere Arten und Weisen. Ne? Aber wie man beenden, das werden wir dann sehen. Also der Plan, wie gesagt, ist, wir machen auf alle Fälle noch einen Bloodborne-Stream, den werde ich dann wahrscheinlich sogar an einem Wochenende machen, wo ich mehr Zeit habe. Theoretisch. Dann sollten wir das auf einen Stream noch durchgeprügelt kriegen. Ja, und dann hätten wir Bloodborne an und für sich, das Main-Game, komplett beendet. Ne? Also wir haben jetzt wirklich, alles Optionale haben wir wirklich gemacht. Wir haben, soweit ich weiß, keinen Boss auslassen. Zumindest fällt mir gerade keiner ein. Wir haben die Ibretas gemacht, den Logarius gemacht, Dunkelbestial gemacht und was weiß ich noch was alles. Und den Rest passiert dann in die Kelch-Dungeons sozusagen. Gibt es da eine Feuerwehr? Nein, tatsächlich nicht. Also sozusagen, ja, nein, eigentlich nicht, weil die Jäger sind sozusagen alles. Die sind Polizei, Feuerwehr etc., aber mit Wasser, glaube ich, können die nicht so gut umgehen. Oder löschen generell sehr, sehr wenig, weil Feuer die Bestien abhält. Ne? Also Feuer und also während der Nacht der Jagd ein Feuer löschen, eher semi-optimal, wenn du mich fragst. Genau.
Aber wir sind aber wirklich extrem gut durchgegangen. Das hätte ich so selbst nicht gedacht. Bin ich ehrlich. Da bin ich ganz ehrlich. Genau. Dann darf ich sagen, hauen wir da für heute einen Hut drauf, Freunde der Sonne. Ein bisschen früher als gedacht, aber manchmal muss man halt ein bisschen spontan agieren, was diese Geschichte angeht, ne? Wie gesagt, ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir so stark, so schnell durchkommen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich hab gemeint, wir brauchen länger. Aber gut, ich darf mich auch mit täuschen, meine ich. Gut, Freunde, hat's eng wenigstens taugt. Na, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war zwar halt, wie gesagt, Bloodborne ist halt im Vergleich jetzt zu Elden Ring absolut unspektakulär für euch, weil ich halt einfach die meisten Sachen halt einfach in- und auswendig kann und kenne. Trotz dessen, dass ich es schon 8 Jahre nicht mehr gespielt habe, bleibt halt das meiste im Blut. So, das sagt man vor allem bei den Bosse. Ich habe halt wieder 2 oder 3 Bosse. Ist eh wurscht. Ich habe halt 2 Bosse mit der First Try gemacht. 3 Bosse, glaube ich sogar. Ja, 3 waren sogar. Amygdala war First Try. Mergo war First... Mikola war First Try, aber das ist eigentlich keine Kunst. Und der Wiedergeborene war auch First Try. Aber das hat halt nichts damit zu tun, dass die Scheiße haben, sondern wie gesagt, ich kenne dieses Spiel halt einfach schon viel zu gut. Deswegen, ja, bloß da nicht beömmeln. Und da hat er einfach einen Albtraum und der Schlag, ja, das ist gut so. Gut, dass sie noch zeitig da war, der Anime-Twitch-Channel. Der RTL 2, ja. Für die Leute, die das noch nicht mitgekriegt haben, es gibt von RTL 2 einen Twitch-Kanal, wo 24 Stunden am Tag Animes laufen. Wer weiß, wie lange die da noch laufen, weil in der Regel kommt da ganz schnell der Urheber-Sepp und sagt, du Brudi, ist nicht. Er scheint wohl noch live zu sein, aber der alten Zeiten wegen kann man sich da im RTL 2 Vibe Animes anschauen. 24 Stunden am Tag. Ich bin tatsächlich noch nicht wirklich hängen geblieben dort. Da läuft, also wirklich alles, was damals auf RTL 2 gelaufen ist, läuft auch dort. Also auch Dragon Ball Z, habe ich jetzt letztens auch kurz gesehen. Wobei man halt das nicht anschauen braucht, weil, ne, hier, das hier, alles Dragon Ball Z. Komplette deutsche Fassung. Inoffizieller RTL 2 Anime. Ja, das ist ein inoffizieller RTL 2 Anime-Kanal, ja. Wie gesagt, ohne Scheiß, ich möchte nicht wissen, was dem blüht, wenn der mit Urheberrecht in Konfrontation kommt. Beziehungsweise Cartoon-Welt, an RTL 2 Anime-Account haben sie gesperrt, zwecks Namen. Ja, 6. Da haben wir schon soweit. Da wundert es mich aber, dass sie nur wegen Namensrecht gesperrt haben, tatsächlich. Und nicht wegen. Also, und nicht wegen die Filmchen, die da laufen. Ne? Es war ja das gleiche, ich kannte jetzt auch jederzeit eine Dragon Ball Z DVD, ich werfe von dir auf meinen Twitch-Kanal drüber. Ist, glaube ich, aber keine gute Idee. Vor allem, weil ich nicht einmal weiß, bei wem die Rechte von Dragon Ball Z aktuell in Deutschland liegen. Ich glaube, in Deutschland besitzt aktuell niemand die Rechte an Dragon Ball Z. Tatsächlich. Sonst darf das laufen, irgendwo. Wobei ich sagen muss, ich habe heute Mittag tatsächlich wieder angefangen, die fehlenden One Piece Folgen nachzuschauen, weil ich habe seitdem ich im Urlaub war, vor 4 Wochen, keine One Piece Folgen mehr angeschaut und da habe ich jetzt heute wieder angefangen und ich habe jetzt noch 4 Folgen hinten nachher und holy shit, das spitzt ja immer weiter zu. Das ist so richtig krass. Vor allem der Shanks macht jetzt seinen Move. Da bin ich jetzt dann richtig hyped. Da bin ich jetzt dann richtig hyped, wenn der endlich mal sein Go gibt. Ne? Weil vom Shanks gibt es seit 25 Jahren. Du sagst den 3-mal vielleicht im Verlauf der ganzen Serie. 3-mal macht er quasi eigentlich nichts. Und wenn er dann wieder auftaucht, dann bist du einfach gleich mal instant hype. War leg der Shanks, was passiert jetzt? Ja, und dann sauft er sich einfach in irgendeiner sinnlosen Bar nieder. So, toll. Für was war das jetzt? Einfach nur zwecks der Ding, dass er noch lebt. Aber mal schauen, das schaut jetzt aktuell im Anime ganz anders aus. Also wie es im Manga läuft. Also gut, ich weiß, was aktuell im Manga passiert, aber das mit dem Shanks habe ich tatsächlich überhört oder überlesen oder übersehen. Keine Ahnung. Maximal Pro7 Max könnte was machen. Pro7 Max hat die Rechte an Dragon Ball Super auf alle Fälle. Ich glaube auch an Dragon Ball GT, aber Dragon Ball Z, I don't know, man. Aber wie gesagt, wenn irgendwer in Deutschland die Rechte für Dragon Ball Z hätte an der Ausstrahlung, dann würde das laufen.
Gib mir der Brief und Siegel. Das war ungefähr so, du kaufst einen Lamborghini und fährst nicht damit. Macht man doch nicht eigentlich so, ne? Bin bei One Piece, meine bei Folge 1128 oder so. Die neuesten habe ich nicht gesehen, weil ich die noch nicht auf Deutsch gefunden habe. 1028. 1028? Ist was? Wollen wir schnell schauen. Was ist Folge 1028? Muss ich schon mal googeln. Das ist, ja, wollte ich gerade sagen, das ist auf alle Fälle noch in Wano. Warte mal, wann passiert das? Ah, du warst warte mal, du bist jetzt bei Übertreffe die Kaiser der Meere, Ruffy schleppt mit eiserner Faust zurück. Okay. Ja, da passiert, weil ich auch gefreut habe, da passiert noch vieles. Das Geilste kommt noch. Das Geilste kommt auf alle Fälle noch. Ich bin jetzt bei Folge... Ich habe jetzt da 2 Folgen, tatsächlich. Folge 1111 und Folge 1112. Die werden wir später vorm Schlafen gehen wahrscheinlich noch eine inhalieren. So, glaube ich. Mal schauen. Die deutsche Synchro kommt aber langsam ins Wano-Finale. Ja, da habe ich jetzt tatsächlich letztens auf Pro7 Max was gelesen, gerade bei Insta, dass die wohl jetzt im September wohl weitergehen soll. Glaube ich. Irgendwie so war das, oder? Im September, meine kommt der Finale auch von Wano Kuni. Aber wie gesagt, da kannst du dich freuen, die Folgen haben's in sich. Da passiert richtig viel. Und vor allem richtig geiler Scheiß. Da passieren so viele Sachen, die wo im Internet viral gegangen. 1061 bin ich. War leck dann bis kurz vor einem großen Ereignis. Oder war das schon bei 1061? Ich will jetzt nicht spoilern, ist wurscht. Auf alle Fälle, es passiert ein ziemlich heftiger Scheiß. Sagen wir es so. Na gut, so, Freunde der Sonne, ich werde jetzt aber mal gucken, wer noch live ist, zu wem ich euch schicken kann. Okay, Freunde der Sonne, Vorschläge. Ne? Haben wir jemanden, den wir vielleicht noch nicht kennen? Ne? Dürft mir gerne Vorschläge machen. Vielleicht einmal ein neues Gesicht, in etwa meine Größe, plus minus. Ja, so halt ungefähr so zwischen 15 und 25 Führer haben im Idealfall. Also gern Vorschläge machen, wenn da wer in eurer Liste ist, da wo ihr meint, hey, da kann man mal hinschauen. Da kann man mal einfallen in diese ganze Möse. Okay, das hat jetzt verkehrt angehört, so habe ich es nicht gemeint. Auf alle Fälle nochmal, Kemuri spielt Pokémon Unite in deiner Größe, ich kenne ihn sein. Ja, du streamst aber gerade nicht, du Haumdauer. Und dann hätte ich jetzt auch nicht gefragt, ob man jemand einen vorschlagen kann. Zipf ja dann. Spekuliere ein wenig mit, für was hast du da Mod posten? Ich verstehe die Frage nicht. Kemuri VT spielt Pokémon Unite. Gerda Gurke, die wäre komplett außerhalb unserer Bubble, aber super lieb und durchgeknallt, spielt Baldur's Gate 3. Schauen wir uns die Gerda einmal an. Ja, ich schau die Gerda einmal. Ja, ich lure mal bei der Gerda. Da lure ich mal. So, Gerda Gurke, wie schaut's aus? Jetzt kriege ich erst schon mit Werbung, ist eh klar. Aber die hat 21 Führer, das schaut schon mal ganz gut aus. Mal da mal leise machen. Hat die Follower only drin, weil sonst. Okay, hat's nicht. Passt. Das schaut schon mal gut aus. Deswegen habe ich auch einen Tisch zum Stehen. Ja, der Relaxo im Hintergrund, das muss passen. Ja, der Relaxo im Hintergrund, das muss passen. Passt, den nehmen wir. Gut, Freunde der Sonne. An der Stelle sage ich, merci fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch getaugt. Wir machen am Samstag um 9:30 in der Früh weiter mit der Pokémon Hardcore-Auslog von Luminescent Platinum. Ich freue mich tatsächlich, mal wieder Pokémon spielen zu können nach dem krassen Elden Ring Marathon. Ansonsten glaube ich, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte.
Und wenn nicht, dann hilft es jetzt auch nicht. Ne? Ich sage euch auf alle Fälle Bescheid, falls sich spontan noch irgendein Stream ergeben würde. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Okay, warum geht jetzt der Ausrufezeichen Discord-Command nicht? Ich weiß es nicht. Ja, über den Bot muss ich noch ein paar Mal drüber schauen, das habe ich schon gemerkt. Beziehungsweise ich glaube, dass ich den vorher sogar deaktiviert habe wegen die ganzen Timers. Das muss ich mir alles nochmal anschauen. Es läuft noch nicht so ganz rund, okay? Verzeiht mir das. In diesem Sinne, Freunde der Sonne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Milos, nochmal vielen lieben Dank für deinen Raid. Ich habe bereits zurückgefollowt. Schön, dass einer geschaut habt. Und ich schicke ihn jetzt zur Gerda weiter. Bei der lassen wir auch ein bisschen Liebe da. Raid Command ist bereits im Chat. Ne? Ihr wisst wie es läuft. Und dann schauen wir mal, ob die mit dem Andrang der Bazi-Gang zurechtkommt. Okay? In diesem Sinne, ich werde mir jetzt nachher wahrscheinlich irgendwann noch ins Voice hauen. Ich werde noch ein bisschen Elden Ring weiterspielen. Oder, ne, bin süchtig. Also wenn morgen jemand nicht bald aufstehen muss und noch Bock hat, ein bisschen zum Quatschen, kommt es gerne dazu. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag in der Früh. Okay? In diesem Sinne, einen schönen Abend, macht es gut und wir hören sie. Okay? Haut euch rein. Pfiat euch.